So Freunde, da sind wir auch zurück bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Nach einer längeren Pause, einer unfreiwilligen Pause vor allem, wollen wir uns jetzt aber eine letzte Mission stellen, und zwar Sephiroth platt machen. Sein davon. Eine ziemlich schwere, vor allem nach der langen Pause wird das sicher sehr lustig werden. Egal, Sephiroth platt machen, leicht gemacht. Wie macht man das? Ja, natürlich müssen wir mal die beste Waffe nehmen. Das ist klar. Und jetzt hier im Sinne von, ich habe jetzt mir mal die ganzen Items so mal so zurechtgelegt. Plus mit der Magic, das müsste ungefähr hinhauen, weil vor allem Vigra braucht. Elixiere kann bei Sephiroth sowieso nicht schaden. Dann die Abilities. Ja, da ist in meinem Fall wichtig Vergeltungsschlitzer. Und zwar vor allem wegen dem Luftsprung, weil Sephiroth gerne einen in die Luft schleudert. Dann haben wir noch die restlichen Entdeckungsbrecher, ist auch sehr wichtig. Und geht vor allem darum, dass wenn man... Oder was war Deckungsbrecher? Ich glaube schon, oder? Luftmeuchler, da war glaube ich der... Ah, da, Ausweichkonter, sorry, war der. Wenn man einmal einen Angriff blockt und dann sofort angreift, kann man den gegnerischen Angriff unterbrechen und dann selber angreifen. Das ist natürlich hier sehr praktisch. Ich habe jetzt hier mal auf den Springgewehr statt Ausweichrolle. Das auch, um gewisse Moves von Sephiroth besser ausweichen zu können. Ansonsten Unterstützung, vor allem ein bisschen auf Schaden getrimmt, ein bisschen auf, dass ich mehr aushalte getrimmt. Sephiroth eine Reinhauen getrimmt. Jo. Dann würde ich mal sagen, ich habe wie gesagt ein bisschen trainiert jetzt und bin gespannt, ob es reicht. What is Cloud doing? Beats me. By the way, you three, who are you? Well, I'm not sure we should tell you. Well, that's an interesting sword you're carrying. It's the Keyblade. I see. So that's a Keyblade. And I suppose you must be its chosen wielder. So what if I am? I wonder if it won't change its mind once I defeat you. Show me your strength. Ich glaube eher nicht, Sephiroth. So, los geht's, Freunde. Direkt mal Kommandoaktion und dann direkt mal angreifen. Was ich gemerkt habe, Sephiroth, man kann es ein bisschen unterschiedlich machen mit dem Angreifen. So. Da eben das, was ich vorhin erwähnt hatte, wenn einer in die Luft schleudert, deswegen die Ability, jetzt habe ich nicht aufgepasst, super. Die eine Ability, mit der ich im Luftraum, also sobald ich in der Luft bin, wow, schnell reagieren, sobald ich in der Luft bin, wieder gegenkontern kann. Genau. So, jetzt machen wir ganz kurz, was er kann, nämlich die anderen Moves. So, und jetzt angreifen, zack, da ist der Deckungsbrecher. Oder Ausweichkonter, wie der hier heißt. Ja, man kann es unterschiedlich machen. Ja, vor allem schnell reagieren, immer sehr gut. Die erste Phase ist bei ihm eigentlich einfach, die haben relativ schnell draus. Also man macht so einen Fehler wie ich jetzt gerade. Oh Mann, das wird so schon nix. So, 2 weg, sehr gut. Problem ist nämlich, ich will Liga noch nicht nutzen. Lieber meine normalen High Potions und so, und ich schon beide genommen habe. Aus dem Grund Magic in die letzte Option, damit ich dabei nicht unterbrechen kann. So, was macht er jetzt? Kann er da angeflogen? Nee, ja, der Move, okay. Das ist auch ein bisschen fies. Ich meine, du kannst theoretisch auf Sephiroth zugehen, damit du ihn zum Nahangriff verleitest. Das klappt doch nicht immer, dann macht er trotzdem manchmal den. Ja, oder passiert auch das mal. Ja, der Luftkonter klappt nicht immer. Er ist, ich sag mal so, 8 von 10 Fällen klappt er. Hat auch ein bisschen mit dem Anvisieren zu tun und so. So, unterbrochen und direkt angreifen. Ja, und Sephiroth mit so einem scheiß Langschwert, bis du da mal die Range ein bisschen raus hast. So. Oh. Ja, der war auch fies von ihm. Und jetzt aber, so, sehr schön. Ja, die scheiß Orbs. Man kann, schnell hin, der gefallene Engel, den kennen wir aus Kingdom Hearts 1 noch. Die Orbs, die kannst du entweder auf normal wegschlagen, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe mit der Ability. Man kann auch versuchen, sie zu ignorieren, weil sie machen jetzt nicht so viel Damage. Und sie nerven einen halt ziemlich. Also ihr werdet immer versuchen, sie zu wegzuschlagen. Ja. Mit der richtigen Ability macht so einen Rundumschlag, wenn er umrundet ist vom Gegner. Das gilt auch für die Orbs. Wow, wieder schnell hin. Da immer unterbrechen. Ich habe auch schon Videos von anderen gesehen, die das nicht machen. Das unterbrechen, so Limiter-Form. Eher mit Elixieren zu arbeiten oder eben mit dem Limiter, aber mir ist ein bisschen öler so. So.
Guter Tipp, was ich gemerkt habe bei Sephiroth, Limiter Moves immer einsetzen, die wirken bei ihm Wunder. Das war jetzt ein bisschen Fehler, aber ich habe Vigra. Oh scheiße, das war jetzt... Ah, scheiße, die falsche Taste kommen, jetzt habe ich Elixier eingesetzt. Oh, das war jetzt nicht gut. Uah. So, Sephiroth, wir kommen langsam in die interessante Phase bei ihm. Die scheiße Orbs. Uah, schnell hin. Ui, das ist knapp. Alter. Ja, jetzt zum Beispiel. Ja, mit dem Anvisieren ist halt so ein Thema. Und jetzt kommen die Orbs gleich angeflogen. Ja, unterbrechen einen Angriff und jetzt muss er weg. Ja, die Feuersäule ist echt scheiße. So, schnell. Schwein gehabt. Kann ich mich heilen. Da ist etwas, die Feuersäule, die kennt man aus Kingdom Hearts 1, aber hier ist sie übler im zweiten Teil. Also sie zieht einen an und wenn man irgendwie zu weit weg fliegt, zieht sie in die andere Richtung. Da ist sehr, sehr übel der Move. Okay, jetzt wollte ich kontern, das hat ja super geklappt. Limiterform. Der Rush oder Schalllimit, wie es hier so schön heißt. Nachher will ich dann mal ein bisschen Tontaube spammen. Weil Tontaube würde ich mir gerne... Oh, da sind wir schon. Letzte Phase, Freunde. Ja, und das war leider ein Fehler. Wegen der MP. Ich kann zwar Limiterform unterbrechen, aber nachher kein MP mehr. So, zum Glück funktioniert das noch. Letzte Form von Sephiroth. Insofern übel, er ist wesentlich schneller. Da ist Timing gefragt. Sehr gutes Timing. Das war jetzt interessant, dass das Wort Kontern kommt, obwohl er gar nicht da war. Ja, nein, nicht schon wieder. Komm schon, nicht ranfassen. Nur 2. Ja gut, 2,5. 3. Ja, ist egal. So, scheiße. Oh, jetzt ist... Nee, nein, okay. Oh, scheiße, kommt der Move. Scheiß Meteoriten und weg. Den kann man eigentlich fliegen ausweichen, muss einfach in die Richtung wechseln. Man muss einfach von Anfang an richtig machen, dann geht's. Hier gibt es auch unterschiedliche Varianten. Die einen greifen einfach brutal an. Weil ihm die Orbs machen jetzt nicht so viel Damage und lieber ihn schnell angreifen. Oh nein, 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 nein. Oh, Schwein gehabt. Und weg da. Lieber schnell angreifen, weil Sephiroth hier kontern ist. Genau, hier wieder, weil eben er ist so schnell. Und ihn hier zu kontern ist teilweise echt übel. Sehr gut, ich habe noch Limiter. Jetzt macht er wieder, okay, macht er den hier. Ja, Freunde, wir werden gleich. Der plötzlich aus. So, Limiterform, jetzt Tontaube. Mach einen Race mit Tontaube, komm. Wo ist er? Nein! Warum ist er da hinten? Warum ist er da hinten? Verdammt. Ja, ich bin im... Scheiße, ich bin im Limiterform, da habe ich nicht alle meine Abilities. Komm schon. Hey, wo ist er? Nein, wo zielst du hin, Sora? Scheiße. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Den kann ich teilen. Ich habe keine... Panik. Scheiße. Nein. Bitter, bitter, bitter. Fuck. Show me your strength. That's enough. Sephiroth an der Mucke geht mir sowas auf den Sack, hey. Jetzt lang, jetzt kommt jetzt mal so Schweizerdeutsch. So. Was haltest du da von Sephiroth, hä? Du hast nichts, du bist ein Null, du bist ein Noob. Ich mach dich jetzt platt, hey. So, hast du gesehen, blockt, kontert. Sephiroth. Ja, er verliert jetzt. Er verliert. Er muss. Irgendwann muss jeder verlieren. So. Schöne Angriffskombo. Nein, nein. Ach, du bist doch einfach so. Sephiroth! Das gibt's nicht, hey. Mann, da wird doch schon wieder nichts. Das ist doch scheiße. Mein Gott, wie oft muss ich den Kampf noch machen? Ich muss so Quatsch, ich hab hier irgendwie Hochdeutsch, Schwarzdeutsch durcheinander. Ich weiß doch auch nicht.
So, was machst du jetzt? That's enough. Ernsthaft? Sowas von durchschaubar. Sephiroth, ich bin enttäuscht. Enttäuscht! Ja, vor allem von mir selber. Mann! So, Schall. Ja, Schall, komm. Also zweimal geht's ja maximal. Oh oh, Tontaube, Tontaube! Oh, das war knapp. So, schnell zurück, wir müssen Mana noch. So, ciao Sephiroth, das wird nix. Jetzt kommt das wieder. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Was ein Schwein muss sein. Nein, nicht schon wieder. Hör auf mit dem Scheiß. So. Schon ein bisschen über die Hälfte. Luftkonter. Sehr gut, sehr gut. Viele können die Abilities. So, weg damit. Ja, krass, machst du immer. Nein. Hör auf. Sephiroth. Hör einfach auf. Ernsthaft? Trifft die halt direkt da. Nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich hasse das, ich hasse das. Tontaube, Tontaube, schnell. Oh, oh, oh. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Oh. Was macht denn der jetzt zu tun? Okay, okay. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Es ist noch mehr oder weniger alles in Ordnung. Noch nicht so viele Items verbraucht. Scheiße. Reaktion am Arsch. 1,5 Potion? Nein. Okay, das Legend liegt ja super. Oder wird das schon wieder nichts, hey? Nein, hier geht wieder letzte Form. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh, ich hasse die Form. Da ist immer so schnell, okay, Tontaube spammen. Aber schnell tun, wenn wir ein bisschen Magie haben. Okay, wir machen das jetzt. Ich habe rechtzeitig geklickt. Jetzt habe ich beides gleichzeitig gemacht und das funktioniert. Oh Mann, Spiel, ganz ehrlich. Das Spiel verarscht mich doch. Okay, komm draufhauen. Ist der weit weg. Oh, ui, nur kann ich gleiten. Zum. Nein! Oh, schöner Konter. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein. Nein, da ist der schon. Nein, da ist der Scheißdreck. Und weg. So, weg da. Weg. Hau ab. Hau ab, so. Sephiroth, hör auf. Ja, leg nach dem Schüppel, hey. Die Musik, hey. Nein! Mann, in der letzten Form funktioniert das nicht mehr so gut. Sephiroth, ich hasse dich und die Musik erst recht. Ich habe so einen Ohrwurm. So, schön blockt. Nein, oh nein! Ja, natürlich. Oh oh, und das ist sie. Oh, Schweinke. Oh, Schweinke. Ich muss bitte noch ein bisschen aufsparen. Ich muss den letzten leisten. Wobei es fast schon so weit ist. Nein, nein, nicht der schon wieder. Ah, nein, Gottfried, stürzt nochmal. Aha. War er richtig höher. Oh, Schwanker. Oh, mein Herz. Nein! So, schieß drauf. Tontaube. Wo ist er? So. Ich kann es maximal 3-mal einsetzen, dann kann ich aber kein Heilig mehr. Schieß drauf vom Tontaube. Nicht die gleiche Scheiße letztes Mal machen. Ja, komm schon! Ja! Ja! How'd you like that? I admit you're very skilled. But apparently Cloud is the only one who can eliminate me. Tell Cloud to come here. Tell him Sephiroth is looking to settle things.
Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Gott sei Dank. Und damit auch schon, Freunde, unseren guten Kumpel Cloud hat sich hier einfach in der Stadt versteckt. Jo, haben wir, aber ja, gut, ja natürlich, komm. Ein für alle Mal zu beenden. Oh, das klingt nicht unbedingt so gut. Ja gut, mal gucken, wa? Ich meine, epischer Fight zwischen Cloud und Sephiroth, das wäre natürlich etwas, wo man sich sagt, ja, das gönnen wir uns, wa? Und vor allem hätte ich es nachher auch mal verdient, endlich mit Final Fantasy VII mit dem Remake loszulegen. Wenn ich hier schon die Bewährungsprobe gemeistert habe, Sephiroth besiegt habe, meine eigene Challenge, erst dann auf Final Fantasy VII zocken. Ja gut, war irgendwie, weiß auch nicht. Das ist ein bisschen doof. Andererseits haben wir jetzt natürlich auch, wenn man es nicht kennt, sag ich jetzt mal, die Serie oder vor allem das Spiel, haben wir jetzt natürlich auch Bock drauf. Vor allem jetzt, wenn man sich fragt, ja, Cloud und Sephiroth, Dunkelheit und so, irgendwie Sephiroth, den man angesprochen hat, was ist überhaupt damit gemeint? Worum geht's da überhaupt genau? Und das natürlich im Remake zu erkunden, wäre irgendwie schon geil. Denke ich. Vielleicht. Mal gucken. Did you give him my message? Maybe. Sorry to keep you, Sephiroth. Cloud, you'll never let go of the darkness. Shut up. You'll never let go of your past. Shut up! Cloud, get him! Absurd. Defeating me is meaningless. You know that more than anyone, Cloud. No matter how many times I fall, your darkness keeps calling me back. Wrong. Tifa, stay back! How can I? I want to help you. You can't. He'll never let go of the darkness. He doesn't have to. He just needs someone to surround him with light. The darkness will be there, Sephiroth, but in a place you can't reach. Is that right? Let's see what this light of yours can do. No! Look out! Cloud, you can have my light. The light doesn't suit you. I just don't know. Stop! Huh? Where'd they go? Do you think they made it back to their own world? They went somewhere else. Cloud went to fight a great battle, to defeat the darkness inside him. Gone again. What will you do now? Guess I'll keep looking. Got any leads? Don't worry. Light is easy to find. I gotta go. Here, this is for helping me out. But wait, when did we help? Und wir haben Fenrir erhalten. Okay, reduziert die maximale Anzahl der Schläge. Natürlich jetzt nicht ganz so geil. Aber die Waffe selbst ist es durchaus. Tja, Freunde, wir haben also die Mission, oder
kann man sagen, optionellen Bosskampf Sephiroth auch in Kingdom Hearts 2 erledigt. Alter, finde ich ja gut, darf ein mehr Power, okay, aber immerhin. Ja, haben wir es endlich geschafft. Also Sephiroth in Kingdom Hearts 1 besiegt plus Kingdom Hearts 2. Ob ich ihn jetzt schwerer finde hier oder in Kingdom Hearts 1. Es gibt gewisse Dinge, die ich in Kingdom Hearts 2 einfacher finde. Andere Moves, vor allem in der letzten Phase, finde ich nicht unbedingt einfacher. Also, Aber die ersten 2 Phasen sind eigentlich schon einfacher als Kingdom Hearts 1. Muss jetzt auch muss auch so sehen, so ganz kurz umstellen, dass ich ja jetzt hier wieder, ja, lange Zeit Pause gehabt hatte, ungefähr einen Monat oder sogar noch länger von Kingdom Hearts 2. Und mich direkt dann einen Kampf gestürzt habe mit Kampf gegen Sephiroth, also eigentlich der härteste Bosskampf im ganzen Spiel, behaupte ich jetzt mal, vielleicht abgesehen von den Datenkämpfen, aber darauf kommen wir ein anderes Mal zurück. Ja, also kann man nicht so oder so sehen, aber trotz allem muss ich sagen, echt ein geiler Kampf und würde auch sagen, ein würdiger Abschluss von Cloud und Sephiroths Rolle in der Kingdom Hearts Reihe, weil ich glaube, die kommen in Kingdom Hearts 3 gar nicht mehr vor. Aber warum auch? Weil jetzt haben wir eigentlich einen perfekten Einstieg für Final Fantasy VII zum Zocken. Oder? Oder denkt ihr nicht? Naja, das ist natürlich jetzt eure überlassen. Ich persönlich werde eigentlich sehr dafür. Ich stelle mir ganz kurz noch meine Abilities um. Und falls ihr auch dafür seid, noch Final Fantasy VII zocken soll, zumindest mal den ersten Part, die kann ich einfach mal irgendwie als Teaser oder so einfach mal als Let's Play bringen und ja, als Let's Taste, whatever. Und dann sehe ich ja irgendwie, ob Interesse daran besteht und so, und dann würde ich halt dann das komplette Spiel noch Let's Playen. Keine Sorge, es hat natürlich keinen Einfluss auf Kingdom Hearts, die Reihe selbst, es ist klar, ich schließe jetzt hier erstmal Kingdom Hearts 2 noch ab, ganz normal. Und dann geht die Reihe, die 2.5 Remix-Reihe natürlich auch noch weiter, gar kein Thema. Dann halt mit Birth by Sleep, wo ich mich auch schon sehr freue, weil ich es noch nie gezockt habe. Nur schon viel gehört. Und ja, das einfach mal soweit dazu. Natürlich werde ich dazu noch, wenn wirklich der letzte Part von Kingdom Hearts 2 kommt, natürlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Wobei eigentlich ist klar, ich habe von Anfang an gesagt, er zockt die komplette Reihe, von Anfang bis Ende, auf der Reihenfolge durch, so wie es halt in den Remix-Dingern, Remix-Spielhüllen oder Kollektionen, eher Collections war, abgebildet sind. Und von dem her, ja, muss uns vor allem erstmal beruhigen. Nee, Alter, Sephiroth, der hat mich echt jetzt lange Zeit gekostet. Ich etwa 3-4 Stunden war ich jetzt sicher insgesamt dran, zum Trainieren, in Anführungszeichen, war. Aber ist halt ein harter Hund, aber es muss ja auch so sein. Wobei eben gewisse Dinge, vor allem so die letzte Phase, es gibt also so ein paar Dinge, wo du dir sagst, hey, jetzt habe ich da eigentlich seine Moves, jetzt habe ich die eigentlich wirklich drin. Ich weiß, wie ich die blocken kann und so, und plötzlich macht er den Move wieder in einer anderen Konstellation und das Blocken klappt nicht und so, und da ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. Egal. So, Fenrir, das ist eine super Waffe. Die behalten wir fürs erste Mal noch, vor allem auch für die Kämpfe gegen die Mitglieder von Organisation 13. Nachher suchen wir noch eine andere Waffe. Aber dazu dann später mehr. Bis dahin, ciao zusammen.